Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Und so ein heißer Anfang hätte ich noch nie gesehen auf dem Channel. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht gewesen, aber es ist wirklich ein bisschen heiß da und wir werden noch mal herausfinden wieso. Solange nämlich die Häuser noch stehen, wir sind in der Vergangenheit. Vergangenheit. Manchmal kann ich Musik vom Berggipfel her hören. Ich frage mich nur wieso. Ja, das glaube ich, das fragen wir uns alle. Weil ein Berggipfel macht normalerweise nicht von allein Musik. Da gehen wir nochmal, es gibt so eine Bibliothek. Was sind hier? Hilfe, Hilfe! Das Tunigewind ist zerbrochen. Darf ich dir unsere missliche Lage schildern? Jupp. Je mehr sich der schwarze Turm der Vollendung nähert, umso seltsamer wird diese Stadt. Und als das Tunigewinde zerbrach, geriet die Stadt aus der Balance. Und der Vulkan brach aus. Das Tunigewinde ist das Wahrzeichen dieser Stadt. Unsere aufrichtige Verehrung gilt diesem Gewinde. Unsere Gesetze hier in Symmetria-Stadt erfordern, dass links und rechts in perfekter Balance sind. Doch das Tunigewinde in der Stadtmitte ist zerbrochen. Symmetria-Stadt ist komplett aus der Balance. Wenn wir das Tunigewinde nicht richten lassen und zurücklegen, wird Symmetria-Stadt durch den Vulkan zerstört. Verstehst du unser Problem? Ja. Ich gab meinem Mann das defekte Tunigewinde, aber er kann die Restaurationsmauer nicht hochsteigen. Ja, das ist dumm gelaufen. Wahrscheinlich hätte sie genau das gleiche gesagt. Das sind ja Schwestern, haben den gleichen Mann. Ein Guru namens Otto wohnt oberhalb der Restaurationsmauer. Er müsste das zerbrochene Tunigewinde wieder richten können. Aber ich würde es nie fertig bringen, diese Mauer zu erklimmen. Ja, und ich soll, gell. Also ich würde sagen, wenn das Tunigewinde kaputt ist, dann ist das Symmetria-Stadt Asymmetria-Stadt geworden. Arm rechts, Arm links, Schritt links, Arm rechts, Schritt rechts, Arm links. Ich bin nur ein Hänfling, wenn ich das doch ändern könnte. Arm links, Arm rechts. Ich hab's. Ich trainiere, aber ich habe nur eine Hantel. Arm links, Arm rechts. Immer nur mit einem Arm. Das ist völlig gegen meine Prinzipien. Ich bin eine ausgeglichene Persönlichkeit. Arm links, Arm rechts. Arm links, Arm rechts. Er starrt auf deine Hantel. Gibst du ihm die Hantel? Ja. Das ist es, was ich brauche. Jetzt kann ich heben, bald fliegen mir die Mädels zu. Arm links, Arm rechts. Ich bin ein dünner Hering. Was kann ich dir anbieten? Genau. Das Training wartet. Du erhältst einen Klebebart. Eigenartig. Mädchen, Mädchen. Aua, tut der nicht weh oder so? Achso, für mich ist eigentlich egal, aber aua. Okay, jetzt haben wir da. Wir wissen, was wir machen, um die Stadt zu retten. Wir müssen der Held, nur wir können da machen, wie immer. Gehen wir mal noch da rauf. Was haben die uns vielleicht noch was zu sagen? Ist genau symmetrisch, kann das sein? Echt? Beim Vulkanausbruch hat mich ein Felsbrocken erwischt. Wenn du nach dem Tunigewinde suchst, musst du auf der anderen Seite der Stadt und meinem Bruder vorbeisehen. Wir müssen dringend etwas gegen die Ausbrüche unternehmen. Jo, ich hab doch gewusst, das stimmt, Bruder. Das hätte so müssen sein. Haben wir da sicher auch die Schwester oder so, der Bruder vom anderen? Hä? Der Eingang zur Höhle? Vor langer Zeit wurde er von Lava bedeckt. Vielleicht gelangt man hinein, wenn sich der Vulkan abgibt. Und die Häuser sind auch genau gespiegelt. Ich finde das voll geil. Das ist alles symmetrisch. Sogar der Vulkan, auch wenn er eigentlich alles zerstört. Da finde ich Symmetrie ist einfach wirklich etwas vom Tollsten. So. Je näher die Vollendung des schwarzen Turms rückt, umso seltsamer zerbrach Balance. Vulkanos, ich würde ja das Tunigewinde zu Otto bringen, doch ich kann die Stadt nicht allein verlassen. Dies ist die Symmetria-Stadt. Links und rechts müssen perfekt ausbalanciert sein. Mein Bruder ist zu verletzt, als dass er sich bewegen kann. Da kann ich auch nicht fort. Wenn einer von uns geht, ist die Balance verloren. Doch es muss unbedingt jemand gehen. Hey, würde ich denn die Regeln nicht zwingen? Du könntest die Stadt verlassen. Würdest du Otto das Tunigewinde bringen? Jupp. Bestimmt. Vielen Dank. Ich gebe es dir. Otto lebt oberhalb der südlich gelegenen Restaurationsmauer. Wenn du das Tunigewinde erst einmal repariert ist, musst du es zum Haus in der Mitte der Stadt bringen. Leg es dort auf den Sockel. Du erhältst das Tunigewinde. Das geht aus wie eine Paprika. Das ist mir schon beim ersten Mal spielen, ist mir da aufgefallen, dass der Viech einfach aussieht wie eine Paprika. Und wenn es repariert ist, glaube ich, wie eine ganze Paprika. Also so nicht nur so eine halbe wie jetzt, sondern
so halbiert, sondern eine ganze. Und ich finde einfach so lustig. Ich glaube, das ist mal da. Hoppa. Also da braucht man, glaube ich. Ach Gott. So. Da braucht man, also da haben wir gesehen, ist das Herzteil gewesen. Ich glaube, da können wir uns porten, aber also in Zukunft, aber da brauchen wir noch weiter das Ding. Da können wir auch noch nicht machen. Also eine weitere Art und Weise, wie man das. Wow. Wo willst du? Gehen wir mal da runter, weil wir können da runter. Und jetzt müssen wir leider. So. Puff. Also wir nicht, aber ich hätte da gern, weil dann kann man die Fische kaputt machen und die Fische nerven. Vor allem wenn sie im Weg sind. So wie der da hier. So. Jetzt gehen wir rauf. Und weiter. Wo kommen wir raus? Wir kommen raus bei einem komischen Mann. Mein Name ist Tokei. Ich erforsche die Zeit. Nach den vielen Jahren der Forschung stehe ich kurz davor, ein Lied zu vollenden, das einen Schritt voran in der Zeit ermöglicht. Doch ich stecke fest. Echos erzeugen Wellen. Was mag das bedeuten? Ich glaube, wir sollten immer mal was vorspielen. Da. Für dich. Das ist die Melodie des Echos. Genau diesen Ton habe ich vergeblich gesucht. Das klärt alle noch offenen Fragen. Nun kann ich die Melodie endlich zu Ende bringen. Ja. Du weißt doch, dass ich das nicht auf meiner Harfe kann spielen. Immer noch nicht? Wow. Du, Meister der Melodie, ich überlasse dir ein neues Lied. Die Zeit strömt voran, wenn du das Lied des Zeitstroms erklingt. Wenn das Lied Spiele dieses Stück, um sofort in deine Zeit zurückzureisen. Ist der Weg in deine eigene Zeit blockiert, so gelangst du zum Ausgangspunkt zurück. Yeah. Ich finde das super. Du hast das Lied des Zeitstroms erlernt. Spiele es, um von der Vergangenheit in die Gegenwart zu gelangen. Wähle es aus, wenn du deine Harfe einsetzt. Du sagst mir noch was? Der Strom der Zeit bleibt unergründlich. Naja, ganz so unergründlich wohl nicht, aber schon ein bisschen. Also, fuck. Kann ich gar nicht werden. Aber will ich dich bekämpfen? Nein, ich glaube nicht. Du gibst mir eh nichts. Oder weiter. Komm schon schneller. Schwimm mal ein bisschen schneller, Link. Du siehst was finden. Ja, du siehst langsam aus. Da rauf. Was auch ein bisschen unlogisch ist, dass dort oben Wasser ist und dort unten. Ja. Tun wir mal das auswählen und da aussichern. Flup. Ha. Ciao. So, jetzt, also wir kommen da nicht weiter. Aber wir können genau das Ding einsetzen vom Zeitstrom. Aber, oh, fuck. Aber, das machen wir. Oh, jetzt hör doch mal auf. Ach, das geht jetzt so gar nicht, oder? Dann müssen wir da einsetzen. Schauen wir, wo wir rauskommen. Bitte beim Herzteil, bitte beim Herzteil, bitte beim Herzteil. Ja, schön. Du erhältst ein Herzteil. Sammle 4 davon, um einen weiteren Herzcontainer zu erhalten. Im Untermenü siehst du, wie viele Teile du hast. Also wenn wir da drin zurückgehen, kann man mal glaube ich wieder zurück, wo wir sind. Darum springe ich jetzt mal da drüber. Und da kommen wir nicht weiter, okay. Also wir kommen wieder zurück in die Vergangenheit. Wenn wir in den glänzenden Kreis gehen. Ah, danke schön, dass du mich genau dorthin portierst, wo 2 von diesen scheiß Speeren ankommen. Und, also etwas, ich kann nicht am Controller haben. Aber, dort wo 2 von diesen Viechern sind und 2 von diesen Speeren ankommen. So. Jetzt, wohin müssen wir? Ich glaube, wir müssen so da irgendwo. Tun wir da. Geht schon auf. Ja. Okay, das ist knapp gewesen. So. Jetzt sind wir da oben. Wenn wir da überhaupt dort hin? Bin mir gar nicht sicher. Vielleicht auch nicht. Wenn wir da überall. Aua. Ich glaube nicht so ganz. Also, ist vielleicht nur meine Einbildung.
Aber. Ich glaube, wir müssen dort rüber. Für das müssen wir zuerst dort hin. Also gehen wir nochmal mit dem... Ah, jetzt hört doch mal auf. Jetzt gehen wir zuerst nochmal in die Vergangenheit. Dann gehen wir dort hin schauen. Und dann ja. Vor allem finde ich es lustig, dass da jetzt da ist, obwohl dort, also die anderen Häuser stehen ja noch. Und ja. Ja, die mir verklingt, Verhalt ohne Wirkung. Also die anderen Häuser stehen ja alle noch. Bloß das riesige Haus mit dem komischen Tuni-Gewinde. Oder, ja, keine Ahnung, wie man da wird, ne? Tunai. Oder was auch immer. Das steht noch. Also steht nicht mehr und die da hier stehen noch. Aber egal, ist ja nicht meine Logik. 3 Schläge. Man braucht definitiv ein besseres Schwert. Irgendwann mal. Level 2 oder so. Was willst denn du mir sagen? Der Fluss der Zeit formt das Land. Yep. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten vielleicht da unten so. Just saying. Haha, du triffst mich nicht. So. Jetzt sind wir dort unten und das wären wir dort oben gewesen und das wäre schlecht gewesen. Jetzt gehen wir da hin. Wo kommen wir? Aua. Wo kommen wir denn da an? Wo kommen wir denn da an? So Haufen Gegner. Was ich auch sehr prickelnd finde. Da gehen wir mal da runter. Und jetzt komische Sachen im Wasser. Ja, du stirbst. Aua. Ich will nicht schon wieder sterben. Das ist schlecht für mein Karma. Okay. Ich glaube, das hier ist so ein Zeitviech. Ja. Und das heißt auch, dass es da noch so einen, wie nennt man die? So ein, whatever. Was, wie nennt man die? So einen Samen hat. Genau, Samen. Weil das sind so Ranken und die haben wir ja schon auf der Insel gesehen. Dann werden wir jetzt mal da in die Vergangenheit reisen und schauen wir uns mal an, was wir dazu finden. Weil Vergangenheit und Zukunft hängen jetzt zusammen und so. Haben wir jetzt gerade festgestellt. Der Fluss der Zeit ist unergründlich. Wow. Hey Höhli. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber wir tun es mal da über. Weil auf der anderen Seite bringt es einfach gar nichts. Und da hat noch mehr Monster, wo ich... Ah, Herz! Herz. Gut. Komisches Geräusch. Weg. Dankeschön. Kann sein, dass das für den nächsten Dungeon ist? Nein. Gut. Was stinkt. Also gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber... Das hat mich gewundert. Was haben wir denn da? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Gehen wir mal wieder in die Zukunft und schauen, was das ist. Weil es kommt mir nicht mehr so vor, als wäre das in der Zukunft nicht dort gewesen. Und es ist wirklich nicht dort gewesen. Jetzt kommen wir einfach nicht mehr zurück. Also. Wir kommen schon zurück, aber wir kommen nicht zurück. Könnte man denn? Das erste Mal will ich drüber. So, fuck. Ja, drüber kumpen. Oh, und ich sehe, dass die Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten ist, aber wir sind noch testen. Kann man da Viech auflupfen? Nein, kann man nicht. Kann man drüber kumpen? Nein, kann man nicht. Ich dachte, vielleicht können wir mit dem das Ding verstopfen. Also, weil das ist quasi jetzt da so abgelenkt. Und dann wird es nachher einfach so abgelenkt. Oh, Moment mal. Oh, nein, Moment. Aber. Geht da so. Ja, wir haben es geschafft. Das heißt, in Zukunft wird das rechts geflutet sein und da links nicht mehr. Und dem Erfolgserlebnis. Sage ich bis zum nächsten Mal. Wie sieht's euch? Tschüss.